die beste Bibel ist die, die du tatsächlich liest. Ich fand das so ein guter Einstieg. Ja, es gibt ja verschiedene Übersetzungen. Ja. Und welche ist denn da die beste? Oder hast du irgendetwas, was du vorschlagen könntest? Ja, ich denke, es kommt halt etwas darauf an, was man will. Oder? Es kann gut sein, dass Leute die Bibel zu kompliziert finden und gerne mal einfach eine Mundart Schweizerdeutsche nehmen oder die Volksbibel oder so, einfach als Zugang zur Bibel. Oder jetzt wenn ich forschend die Bibel lese, dann habe ich einfach gerne die Studienbibel vor mir, wo die einzelnen Wörter dann verlinkt sind, wo ich nachlesen darf. Also es kommt etwas darauf an, wohin man genau will, was man bezwecken möchte mit dem Bibellesen. Aber ich merke es in meiner Erfahrung, es ist wirklich die beste, ist diejenige, die ich wirklich dann auf dem Tisch habe am Morgen, wenn ich aufstehe. Und ja, genau, der Heilige Geist zu dir spricht, gell? Genau, wie geht man denn ans Bibellesen ran? Weißt du, wenn man jetzt schon lange die Bibel liest, wenn man schon ein richtiger Kenner ist, kann dann die Bibel noch sprechen? Also, tut sie immer, ja, natürlich, aber ja. Für mich hat es eben mit dieser Haltung zu tun, dass ich nicht sage, ich weiß schon alles. Oder es gibt ja den Vers da im Korinther, wo steht, der Kenntnis bläht auf, oder? Aber wenn ich wirklich die Liebe Gottes habe, dann die Bibel wird immer zu mir sprechen, mein ganzes Leben lang. Das ist mein Glaube. Das ist die andere Haltung drin, dass ich eben Glaube dafür habe, dass sie immer noch spricht. Genau. Dom, ihr habt so von verschiedenen Methoden erzählt. Ich fand es so schön, die praktischen Einblicke. Und bei dir finde ich das immer so schön, so also, ja, du bist Landwirt und wie du das mit dem Wiederkauen gebracht hast. Möchtest du noch mal auf dieses Meditieren ganz kurz eingehen? Ich meine, es gibt so die ganz verschiedenen, wir haben gehört vom Plan, vom System. Du hast über die Meditation gesprochen. Ja, es ist einfach ein Zugang, den ich für mich in den letzten Jahren, ja bald Jahrzehnten auch entdeckt habe, dass Gott mir immer wieder so Portionen gibt, wo ich merke, wo wirklich die Gegenwart von Gott wirklich drauf ist. Und das merke ich dann, wenn du zum Beispiel eben so Sachen liest, wir beginnen irgendwo an einem Kapitel und du denkst, ich weiß schon alles, was jetzt kommt, weil ich habe es schon x-mal gelesen, sagen wir jetzt im Neuen Testament, Briefe von Paulus, und plötzlich liest du einen Satz und du denkst, was ist das wirklich? Das ist ja unglaublich und es trifft dich im Herz. Vielleicht, weil du gerade in einer Situation bist, wo es einfach zutreffend ist. Und dann merke ich okay, Gott hat jetzt den Finger hier drauf gelegt. Und dann bleibe ich dort. Und das ist etwas, das ich auch lernen muss, weil ich bin ein Macher, ich möchte schnell vorwärts kommen und schnell sollte alles so sein. Aber bei Gott, ich merke, oder so wie ich Gott erlebe oder den Heiligen Geist erlebe, er ist mehr daran interessiert, an dem Prozess mit mir, an dem Weg mit mir. Und ich lerne so einfach, erstens mal lerne ich diese Verse auswendig, also ich habe sie in meinem Repertoire und da geht es dann weiter. Diese Verse, die ich im Repertoire habe ich dann auch bereit für andere Menschen. Wenn wie Michi am Ende gesagt hat, das finde ich so ein wichtiger Punkt, dass wir auch weiterschauen. Von uns weg, wenn die Bibel uns verändert, auch meinen Mitmenschen verändert. Oder? Darf ich mal fragen, wie lernst du die denn auswendig? Also hängst du dir die immer wieder auf, repetierst du die immer wieder? Meistens sind es 1, 2 Sätze und eben jetzt zum Beispiel dieser Nehemia 29, wo ich jetzt dran bin, oder? Er hat mir seinen guten Geist gegeben, mich zu instruieren. Und wenn ich das im Kontext lese dort, wie Nehemia, also diese ganzen Menschen, das Judentum unter Druck war, auf diesem Bau hin, wo sie diese Stadtmauer wieder aufrichten mussten und so, und dann einfach zu wissen, egal wie groß die Challenge ist, Amen. Gott schenkt einen Geist, der instruiert, und zwar Schritt für Schritt. Und das ist so etwas, das ist ein Satz. Und ich war früher religiös und habe gedacht, ich muss doch noch mehr und ich sollte doch schon mehr können. Aber ich habe gemerkt, für mich im Bibellesen ist weniger mehr. Ich möchte es verinnerlichen. Dieser Satz soll Leben werden und dann gehe ich weiter zum nächsten. Vielleicht ist es auch mal 2, 3 Sätze miteinander, aber ich mache es so in kleinen Schritten und es hat bis jetzt ziemlich gut funktioniert. Super. So macht es auch Spaß, bringt eine Leichtigkeit rein. Das ist nämlich auch so eine Frage. Für so viele hat Bibellesen mit Disziplin zu tun. Es ist so schwer. Was macht man denn da, wenn man sagt, hey, ich finde keine Zeit, ist auch schon so eine Sache, die alle sagen. Ja.
ja. Ja, eben, ich hab für diese Message mein Tagebuch etwas durchgeschaut. Und genau wie du gesagt hast, ich habe vor einem Jahr genau diesen einen Satz gewälzt, der ist so einfach von Samuel, der im Bett liegt und die Stimme hört, der dann sagt, sprich Herr, denn dein Knecht hört. Den weißt du noch einmal auswendig, oder? Aber der hat mich so krass geprägt in dem letzten Jahr, dass ich gesagt habe, du bist Gott, nicht ich. Ich habe oft in meiner Arbeit drin Dinge an mich gerissen. Ich habe Lasten getragen, die nicht meine Lasten waren. Und das hat mich verändert. Einfach ein Satz. Und ich glaube, wenn das Bibellesen uns eben, wenn wir diese Brücke suchen in den Alltag rein, dann wird es so lebendig und der Heilige Geist hilft. Und es kann dann nur ein Satz sein, der so lebendig ist, dass man morgen sich sehnt danach aufzustehen und da nochmal mit Gott darüber zu reden. Und das fand ich wirklich so ein toller Punkt heute Morgen, dass nochmal eben der König spricht eigentlich. Wenn uns das bewusst wird, glaube ich, dann will man ja nichts mehr anderes, als eigentlich mit ihm Zeit zu verbringen. Und er will uns ja nur Gutes tun. Gell? Und darum, ja, ich will dich ermutigen, falls du diese Bibel nicht liest oder weniger liest, hey, nimm die hervor, selbst wenn sie abgestaubt ist. Die kann man einmal abstauben, die kann man ganz schön abwaschen. Und die Bibel ist lebendig und sie spricht zu dir. Und ich wünsche mir wirklich, dass dein Leben positiv verändert werden darf und dass du auch wieder ein Licht und scheinen darfst für andere, indem du in der Bibel liest und Gott zu dir spricht. Ja, und wenn dir das alles schwerfällt, Leo und Susanna haben dieses Buch geschrieben, Bibel lesen wie nie zuvor. Du darfst da dir einige Tipps und Inspiration holen zum Bibellesen dazu. Ja, wenn du sonst Fragen hast zum ICF oder zu uns, icf.ch/connect ist die Adresse, da kannst du dich gerne an uns wenden. Oder auch wenn du eine Microchurch suchst, so wie wir es gehört haben ganz am Anfang, melde dich einfach bei uns. Hey, wir freuen uns, dass du dran geblieben bist und dass du nächsten Sonntag wieder einschaltest. Bis dann, alles Gute und Gottes reichen Segen. Tschüss.